Warum? Halt, wir brauchen was zu essen. So. Und jetzt brauchen wir ein Lagerhaus. Ähm, mm, mm, mm. Ein kleines. Wie groß ist denn ein kleines? Das wäre halt auch hier in der Ecke, ne? 690 Quadratmeter. 1200. 690. Zeig mal, ja. Ja, kleines. 163 Dollar am Tag. Boah. $92 am Tag. $55 am Tag. Das ist mir sympathisch. Das sieht gut aus. Das nehme ich. Wo? Das ist jetzt meins, ne? Wo bin ich? Hier. Okay, gleich um die Ecke eigentlich. Also, wir brauchen ein Palettenregal. Ein Lagerregal, aber das habe ich ja schon. Also, ein Geschenkladen, ja, das haben wir schon. Mindestens ein Palettenregal. Wo gab's die nochmal? Bei AJ, ne? Wow. Nee, Kumpel. Mein Parkplatz. Ich hätte eigentlich auch laufen können. So, ein Palettenregal. Ich hoffe, eins reicht. Befürchte nicht. Aber hey, wir müssen ein bisschen jetzt gucken, Alter. Die ganzen Investitionen dauernd sind einfach teuer. Ich hoffe, das lohnt sich mit dem Lager. Dass es uns mal ein bisschen Ruhe verschafft hier im Tagesbusiness. Ja, okay. Wie geht's denn da rein? Es muss ja eine Einfahrt haben ins Lager. Ach, hier. Glaube ich. Wurde Slot 1 zugewiesen? Lager verwalten. Warte mal, langsam jetzt. Personalleiter, Kaffeemaschine, den nehme ich. Logistikmanager, Schreibtisch 2. Den nehme ich hier. Weil Kaffeemaschine haben wir ja schon. Personalleiter hat noch gefehlt, perfekt. Okay, Uniform, weißt du was, ihr könnt kommen, wie ihr wollt. Dienstplan verwalten. So. Die sind alle super zufrieden. Das passt schon. So, was kann die denn jetzt?
Logistikmanager nicht zugewiesen. Einkäufer. Kein Vertrag. Personalleiter. Mitarbeiter zuweisen. Abwesende Mitarbeiter automatisch durch Leiharbeiter ersetzen. Aha. Automatisch schulen. Okay, geil. Der kann unsere Mitarbeiter skillen. Und ich glaube, der sollte erstmal bei unseren eigenen Leuten anfangen. Und ich glaube, wir brauchen noch einen zweiten, der dann ihn schult. Wenn das funktioniert. Weil er selber ist ja jetzt auch nicht so krass, ne? Aha. Okay. Also, und was ist hier mit der Karre? Ich kann die hier... Och, die brauchen preiswerte Geschenke. Okay. Was habe ich hier geladen noch? Ein Palettenregal. Das muss jetzt erstmal raus. Aber was war mit Autoslot? Komm, ich mach mal so. Das ging ja zu schnell. This is excellent. Or use this warehouse to store your products until we can get them into your stores. We'll get back to that later. But now, let's start stocking up these beautiful new shelves. Importpartnerschaft einrichten. Okay, ja klar, machen wir gleich. Aber was war das jetzt mit der Karre hier? Ich check halt gar nichts mehr. Zugewiesen. Warehouse 1. UMC Desert, das ist jetzt sein Auto. Okay. Neues Ziel hinzufügen? Kann ich nicht. Okay. Okay. Ich glaube, ich verstehe. Sehr gut, habe ich die alte Karre noch. Weil dann lasse ich die jetzt da. Nimm mein Essen mit und verpiss mich. Wobei, ich müsste eigentlich einkaufen. Wobei, wir importieren ja gleich preiswerte Geschenke. Und Dosen. Okay, wo ist denn mein anderes Auto? Hier. Back to the roots. Ich würde mir ja ein anderes kaufen, aber kann ich halt nicht, ne? Wobei, warte mal, vielleicht bei City Cars. Vielleicht gibt's ja was Cooles. Der war direkt daneben, glaube ich, ne? Autohändler. Komm, lass mal einfach reingucken. Ja, jetzt hier gleich da die Straße runter. Aber mal gucken, was es gibt. Warte, ich pack mal kurz die Sachen hier rein. Nee. Ja. Hier hin. Der hat geschlossen. Okay. Schade, ich hätte gerne gesehen, was der so hat. Dann back to the roots. Okay, richte eine Importpartnerschaft mit Chat Cargo Imports ein. Dann fahren wir dann. Och, die Karre ist wieder so langsam. Darf ich hier parken? Natürlich nicht. Darf ich hier parken? Natürlich nicht. Ach, come on. Darf ich hier parken? Cool. Die haben zu.
Er ist um 10. Ja, dann das altbekannte Spiel. Wir pennen im Auto. $6.000 Gewinn. Nice. Nice, nice, nice. Okay, wir haben wieder Kohle. Scheiße. Und die Geschenke sind ausgegangen und die Getränke gehen auch aus. Oh Gott, ich brauche dringend Importverträge. Scheiße. Hallöchen. Neue Partnerschaft. Mathilde Young. Akzeptieren. Das war's? Okay. Bestellen. Im Hauptquartier bis... Einkäufer. Preiswerte Geschenke. Habe ich nicht aufgepasst. Wie viel soll ich bestellen? 1600 Dosen. Preiswerte 1600 Dosen. Kann ich da vielleicht auch gleich 1000 bestellen? Und Papiertüten vielleicht auch? Wie viel bin ich denn? Oh. Von mir aus. Okay, Warehouse 1, Warehouse 1, Warehouse 1. Let's go. Nachdem sie geliefert wurde, okay. Muss ich denn jetzt hier dem Warehouse Manager, dem muss ich dann wahrscheinlich nachher, ich brauche noch einen Fahrer, ne? Oder macht er das? Ne, er ist ja der Manager. Nee, 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 nee. Okay, aber ich glaube, wir müssen trotzdem einkaufen gehen und ich glaube, wir brauchen trotzdem... Oh, scheiße! Gegenverkehr. Ich glaube, wir brauchen trotzdem einen Transporter. War das der Autohandel? Nee. Das hier war der Autohandel. Das ist auch geöffnet. Der andere ist auch auf. Okay. Gehen wir mal gucken, was es für normale Autos gibt. Aber ich glaube, wir brauchen trotzdem einen Transporter für uns. Weil das läuft, das dauert ja jetzt noch einen Moment, bis es läuft. Gehen wir erstmal hier gucken, was es denn so gibt. Okay. Ford V150, alles klar. Der kann auch 20 mitnehmen. Kostet 44.000. Nö. Der kann 12 mitnehmen. Kostet 11.000. 8. Kostet 2.500. Ach, das ist der, den wir haben, ne? Das ist der Liefer-Dings. Und was ist das? Hier SUV. 12 und kostet 22. Okay. Ich glaube, ich kaufe einfach nochmal so ein. Rot. Katsching. Zweiter Wagen, Leute. Wie
ist es denn, wenn ich jetzt hier bei dem Personaldings Aufruf mache? Reinigung. Stimmt, eigentlich braucht es da auch eine Reinigungskraft, ne? Wahrscheinlich. Werden wir merken. Wo kann ich den Fahrer bestellen? Wo kriege ich einen Fahrer her? Moment. Auslieferungsfahrer. Okay. Ja, gib mir mal 3 Kandidaten. So, und wie... Ach du Scheiße. Wir müssen einkaufen fahren im Großhandel und der war... hier. Packen. Dann kaufe ich jetzt nur eine Charge dann. So, Getränke sind schon mal eingeladen, ein paar. Preiswerte, Geschenke, Getränkedosen, Papiertüten. Das ist halt verdammt viel jetzt. Das sind 6000 Stück, das ist zu viel. Machen wir gleich noch weniger. Preiswerte Geschenke. Nehmen wir auch noch eine Kiste, komm. Vielleicht noch Burger mitnehmen. Weil für die haben wir noch keinen Vertrag, ne? Okay. Moment. 6000 Papiertüten sind mir zu viele. 3000 reichen. Dafür nehme ich aber die Burger noch mit. So. Dann heißt es wahrscheinlich zum letzten Mal ausliefern, wenn das alles klappt. Boah. Ich habe zu wenig Kohle. 7000 $. Was kostet denn so viel? Ach so, zum Glück habe ich zu wenig Kohle, das wäre jetzt doof gewesen. Ich brauche natürlich nicht 6x200 von denen. Das reicht eigentlich. Aber das hätte doch... Hä? Das ist ein komplett anderer Preis. 1900. 100 Burger. 200 mal preiswertes Geschenk. So. So.
Oh, ist legal. Wir brauchen preiswerte Geschenke. Guten Tag, bitteschön. So, haben wir denn, was haben wir denn noch? Cooper's Diner ist der Rest, ne? Okay, können wir vielleicht hier auch noch ein paar von den Tüten reinbringen? Sicherheitshalber. Wer hat der noch? Ja gut, der hat eigentlich noch genug da. Was liegt hier noch rum? Der hat noch ganz viele Getränkedosen eigentlich, ne? Komm. Und der Rest ist für den Burgerladen. Digga, bleibst du jetzt ernsthaft hier stehen? Piss dich. So. Hallo. Na, wie läuft es hier? So. Das Lager ist einfach leer. So. Das gibt's doch nicht. So, okay. Wie läuft's hier eigentlich so? Okay, die machen zumindest jetzt Gewinn. Kundenservice ist halt immer noch Kacke. Marketing geht so. Wie sieht's denn da aus mit der Zeit? Also das bringt eigentlich nicht viel hier, ne? Gucken wir mal, ob wir da bei dem Konzept bleiben. So, was müssen wir jetzt? Überprüfe die erste Bestellung, nachdem sie geliefert wurde. Wo sehe ich denn, ob die geliefert wurde oder nicht? Habe ich eigentlich irgendwie noch... einen zweiten Personalleiter wollte ich noch haben, ne? Logistikmanager. Personalleiter, der wollte einen Kühlschrank haben. Noch ein Einkäufer, der wollte auch einen Kühlschrank haben. Ich glaube, die zwei nehme ich. Weil, ich brauche bestimmt einen eigenen Einkäufer für die Burger dann, ne? Und der will noch ein Sofa haben. Aber den habe ich, glaube ich, rausgeschmissen, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Diesen Maxwell, den habe ich gekündigt. Okay, der will einen Kühlschrank, der will auch einen Kühlschrank, dann hole ich einen Kühlschrank und dann brauchen wir wieder Bürotische.
Wir haben 19 Uhr. Ich penne einfach mal ein bisschen. Wie wär's damit? Bis morgen früh um 6. Okay, die Lieferung ist gekommen. $6.000 Gewinn, das ist doch schon mal gut. Dann fahren wir mal zum Warehouse, I guess. Die Lieferung zu überprüfen. Scheiße. Okay, und jetzt? So your warehouse is just jammed with products. We're at the last part. Getting that stuff out of your warehouse and into your stores. So let's get busy. Okay, let's get busy. Stelle einen Lieferfahrer ein. Habe ich alles schon gemacht. Okay, ich weiß, sie haben gerade nichts zu tun. Also, das heißt, den Lieferfahrer habe ich ja bestellt. Ne? Wir müssten eigentlich demnächst dann welche reinkommen. Das heißt, ich kann jetzt einkaufen fahren zu hier Ikea. Öffnet um 10. Ich brauche 2 Bürotische. Beziehungsweise ich kann ja gleich 3 nehmen. Ne, ich nehme erstmal 2, weil mehr werde ich nicht brauchen. Vorerst. Da ist ein Angebot, okay. Ein Fahrer, hoffentlich. Kundendienst. Auslieferungsfahrer. Ich habe doch einen Fahrer bestellt. Warum kriege ich jetzt einen Kundendiensttyp? Oder habe ich den für einen Burgerladen noch bestellt? Ich komme nicht mehr mit. Ich komme nicht mehr mit, Digga. Logistik Manager, Einkäufer, Logistik Manager, Warehouse. Kein Fahrer. Lager zeigen. Ziehen Sie den Mitarbeiter hier hin, um ihn ein... Ich habe halt keinen Fahrer. Ich habe doch Fahrer bestellt. Warum habe ich jetzt einen... Das ist ein Teilzeittyp. Der ist egal, was ich dem sage, der ist Kundendienst, ne? Hauptfähigkeit. Und da nicht mal gut, also weg damit. Wofür habe ich den bestellt? Habe ich das... Hä? Ist zu spät, Leute, ich sag's euch. Warehouse hat eine gute Dann schicken die mir einen Verkäufer? Oder ich bin halt zu doof, den einzutragen. Also wenn der nächste wieder so ist, merke ich's ja. Okay. Ich brauche 3. Ne, 2. Standardtisch. Standardbüro-Schreibtisch. $1000. Alter. Lex mich um Arsch. Ich kann ja auch hier kommen.